Prinzipiell muss sich vorstellen, ob en unbedingt muss Marché unik von allem hun. Ja, die Immobilienpreise verschiedene geregelt, a verschiedene Länder von Europa, mir auch die Hypotheken sind verschiedene geregelt. Grundbücher sind verschiedene geregelt, staatlich Kächten bei der Akquisition von Immobilienbesitz sind verschiedene geregelt. Ich denke, das ist eine falsch gute Idee, für immer alles müssen zu uniformisieren. Ceci étant dit, sind an diesem Gesetz natürlich Mesuren dran, die ganz gut sind, wie zum Beispiel ein Taux annuell effektiv global, der Tisch, dass der Konsument ganz genau weiß, was kostet mein Prämisch wirklich, ohne verstoppten Haken an Ösen. Auch dass man nennt, der mediale Kredit Immobilier erfeiern als ein gut Sache, weil vielleicht effektiv an dem Dschungel von Ubida nicht immer Rümpf haben, und da kann ein professionelle Hilfe ganz gut sein. Den Herr Berger so Ziel vom Text wie den Konsument zu schützen, und da muss man sich vorstellen, als das Ziel erreicht, und ich so nein, das Ziel, als bei diesem Text nicht erreicht. Und zwar auf zwei wesentliche Punkte. Da das Remboursement anticipé, von dem schon jetzt gegangen als Artikel 226 vom Text, wo gesagt wird, wir plafonieren die Indemnität, die Bank kann frohen, bei einem Remboursement anticipé. Das feiert an Eisenärm dazu, dass Banken werden hier Zinsen herabsetzen oder hier Freien herabsetzen, wenn sie nicht sicher sind, dass sie hier freien Handel können rekuperieren. Besonders durch die Plaffer. Aber wenn ich zum Beispiel ein Prêt à taux fixe antizipativement remboursieren, eine Bank wird sich refinanziert, da können die Freien weit über die Plaffer leihen. Den zweiten Grund, für was man diesen Text nicht gut fanden, als Direktiv sieht wohl, die États membres sollen Mesuren holen pour encourager les prêteurs à faire preuve d'une tolérance raisonnable avant de saisir l'immeuble. Des mesures. En diesem Text sieht, les prêteurs font preuve d'une tolérance raisonnable. Ich frage mich, wie den Text kommt durchgehen durch den Conseil d'État, weil das am meinen Herren absolut nicht normativ. Er wird abgerufen zu einem gewissen Behavior, es soll in einer gewissen Toleranz, und mit konkreten Mesuren sind nicht dran. Und das sind genau die, auf die es kommen, eher Leute für und dir gesagt wird. Das ist das, was mit der CSI Immobilier tatsächlich geschieht. Und dann Punkt, der letzte Punkt, auf den ich wollte angehen, das sind CSI Immobilieren, die sind zuletzt einfach, das ist auch gut so, weil du durch Kredit aber danach einen Kredit, den ihr sonst eventuell nicht mit Kind kreieren. Mir es gibt Fälle, wo effektiv ein Mehrwert versteht wird. Da kann ich so, dass ein öffentlich steht, gibt auch eine Fakultät de Surenchère, da das alles gut geregelt. Es kann aber auch so, soll die nicht auf den Weg vom deutschen Modell gehen, wo über eine Expertise festgestellt wird, was ein Haus tatsächlich wert ist. Und dann zum Beispiel gesagt wird, zumindest in einer ersten Seance, müssen es so nur 70 oder 80% von dem Wert erreicht geben, nicht können zu einer zweiten Seance am Beginn rufen, nach dem Zoll und so weiter, für Fälle auszuschließen, dass es zu Zwang stehen könnte, für Valeuren, für Preise, die inner der reelle Valeur leiden. Aus all den Gründen wird mehr als ADR diesen Text nicht stimmen. Merci. Keine weiteren Wortmeldungen, dann hört der Finanzminister das Wort.